schon, die Oma wird gleich da sein. Okay, bis das der Onkel Rudi die in sein Smart verstaut, dauert es noch Stunden. Ewald, hast du dein Gedicht gelernt? Ja, Mama. Willst du es vielleicht noch mal üben? Jetzt wäre die Gelegenheit. Nein, danke. Weißt Mama, man kann einen Zweizeiler auch totproben. Dann halt nicht. Papa, meinst du nicht, dass ein Pfänderspiel und Strip-Poker ein bisschen heavy sind für der Oma ihren Geburtstag, ha? Schmarrn, das sind der Oma ihre Lieblingsspiele. Im Seniorenheim vielleicht, ja. aber doch nicht mit uns. Du, der Opa hat ja wie gesagt, dass die Oma schon in die 60er Jahre abgegangen ist wie ein Zackfall. Ja. Eben, früher. Aber vielleicht beschleunigt das ja den Erbprozess und ich kriege eine Eigentumswohnung in Bogenhausen. Ewald, sei nicht so pietätlos. Noch ist nicht gestorben. Papa, wenn du zum Strippen anfängst, dann ist es der Tod von jedem Fleischfliegen. Wieso sollte es bei der Oma anders sein, ne? Also Ewald, so unerotisch ist der Papa auch wieder nicht. Gell, Papa? Ich bin. Mensch, wo bleibt denn die? Glaubst du das noch? Hoffentlich hat der Rudi in sein Dauerdelirium die Oma nicht gegen die Wand gefahren. Dann feiern wir halt statt Geburtstag Beerdigung. Die sind eh meistens lustiger. So, gib. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Um Gottes Willen, das darf ja nicht wahr sein. Also mir bleibt schon gar nichts der Sport. Oma, Überraschung. Rudi, du. Ich weiß gar keinen Ausdruck für dich. Du hast doch gesagt, dass wir einen Ausflug machen und dass wir in eine Wirtschaft gingen, da wo der Lava kocht. Darin kochen bloß die Kakerlaken. Oma, gegrillte Kakerlaken sind was ganz was Feines. Rudi, fahr mich sofort wieder in die Seniorenresidenz zurück. Mutti, bitte. Oma, zu deinem Jubelfeste nur das Allerbeste. Spar dir du dein Gesülz in meiner Eigentumswohnung in Bogenhausen, kriegst du eh nicht. Zu deinem Jubelfeste nur das Beste. Und ich hab so gehofft, dass ich von euch heute an meinem Geburtstag verschont bleib. Okay, Mutti, wie könnten wir? Das Testament bleibt unverändert. Oma, schau mal, das ist von uns. Umtausch ausgeschlossen. In Gottes Willen, was ist denn das? Das lebt ja noch. Das ist ein bolivianisches Zwergkaninchen. Da freust du jetzt schon, oder? Wenn's Braun war, kann man drüber reden. Also, und wenn's das nicht willst, dann nehmen wir's mir. Das überlebt dich sowieso. Dann habt's gleich eine Erinnerung an unsere liebe Oma. Sogar was Lebendes. Da fragt sie bloß, wer wen überlebt. Ein Rudi, sein Fettleber, die macht's eh nicht mehr lang. Und du, Hilde, mei, dir geht's ja auch immer so schlecht, gell? Und du, Josef, du bist zwar mein Bub, aber du wirst demnächst auch bald an Dummheit sterben. Ja, und du brauchst gar nicht so lachen, weil du bist mir eh wurscht. Die Oma, wie sie leibt und lebt. Pass nur auf, dass du vorher keinen Herzinfarkt kriegst, dass dir der Schlag nicht trifft. Das hätte so eine schöne Geburtstagsfeier werden können. Ja, das stimmt, aber ohne euch. Na und jetzt die ganzen Geschenke und Spiele? Kreativ war das, was mein persönlicher Pfleger, der Igor, mir zum Geburtstag geschickt hat. Eine Fotoserie von sich, nackt, in allen Positionen. Papa, da warst du mit deinem Strip-Poker ja gar nicht so falsch klingen. Strip-Poker mit euch nackert. So viel kann ich gar nicht saufen. Oma! Ein Strip-Poker, den mache ich jetzt mit dem Igor. Ja, und so arbeitet er die Eigentumswohnung in Bogenhausen ab, die ich ihm geschenkt hab. Oma!